Hey, bevor es losgeht, ganz heavy Horizon Zero Dawn Spoiler hier im Video. Ich werde das Gameplay jedoch nicht kommentieren, bis auf eine Ausnahme, die aber nicht wirklich relevant ist. Darum, für die es noch spielen wollen, können sie auch minimieren, Gang wie Gang. Und es geht auch darum, dass ihr schnell so ein bisschen Perspektiven, die ich momentan habe, games-technisch, nachvollziehen können, damit wir alle etwa den gleichen Startpunkt haben. Und zwar in all diesen Jahren, wo ich jetzt schon am Gamen bin, es geht so auf die 30 Jahre zu, abgefahren, ist es noch nie vorgekommen, dass innerhalb von 2 Tagen 2 absolut exzellente Mammut-Games auf die Spieler losgelassen werden. Oder sie wurden. Das hat es noch nie gegeben. Und ich rede natürlich vom Horizon Zero Dawn für PS4 und Zelda Breath of the Wild für eine Switch und Wii U. 2 Open-World-Games, die gewisse Parallelen haben, die erstaunlich sind, die wiederum sehr unterschiedlich sind, gewisse Sachen ganz anders angehen, aber auf ihre Art das so faszinierend machen, dass man es echt fast nicht glauben kann. Es ist in dem Sinne gar so ein bisschen Gamers Paradise, wenn ich ehrlich darf sein, für Leute, die die Genres, die Spieltypen, die Games ansprechen, hat man momentan, glaube ich, kaum genug Zeit, bei beiden gäbig vorwärts zu kommen. Und ja, starten jetzt nach dieser kleinen Einführung, da ist natürlich der Crown Cletus oder der Chris, mal schnell ein Video hier. Ja, die ein bisschen zuschauen wollen, nur zu. Es hat ziemlich viele Zwischensequenzen. Aber zurückgeben zum Horizon Zero Dawn. Jetzt, glaube ich, 36 Stunden habe ich auf dem Buckel. Es ist so, dass man ziemlich am Anfang des Game mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit so eine Höhle findet, wo eine technische Installation drinnen zu finden ist, wo man einen Anzug sieht, so eine Spezialrüstung. Und die kann man erst freischalten, wenn man so eine gewisse Anzahl, keine Ahnung was das ist, genau, Sicherungen findet. Und das Finden von denen ist auch ein bisschen storygebunden, das heisst, man muss einen gewissen Progress machen, um da überhaupt freizuschalten. Ich nehme an, das ist bewusst so gewählt worden, um nicht allzu früh, allzu stark zu sein. Es ist auf jeden Fall so, dass man ja, der letzte, den man braucht, bekommt man eigentlich bei der Freischaltung von einer Mission, wo man beim Antritt der Mission das Ding schon einsammeln kann, sich dann gerade zurück kann teleportieren zum nächsten Lagerfeuer und den kann holen. Der Beaver-Anzug ist das. Und der ist so unglaublich überpowered, dass es schon fast ein bisschen frech ist, weil alle anderen Anzüge haben so verschiedene Attribute wie eben Stealth, Elementar, Defense gegen Nahkampf, gegen Fernkampf, so in diesem Stil. Und die kann man dann mit mehr oder weniger Runen noch oder Modifikationen ausstaffieren, um die Werte noch zu verbessern oder andere hinzuzufügen. Jetzt der Weaver-Anzug, dort kann man nichts modifizieren leider, aber der hat ein aktives Schild. Das heisst, jeder Schaden, den man nimmt, wird von diesem Ding absorbiert. Und es hat nicht unendlich Absorbierungspotenzial, aber ziemlich viel. Wirklich, in den Kämpfen dauert es lang, bis es effektiv in dem Sinn sich ausschaltet, das Schutzschild, und in einen Recharge-Modus geht. Das ist visuell klar ersichtlich, was abläuft, und nach einer kurzen Zeit ist das schon wieder aufgeladen und kann schon wieder Damage schlucken. Also, ja, nur so zum Sagen, man kann in so eine Herde von Robo-Dinos geraten ohne Probleme. Ich bringe die mittlerweile auch zu Boden, weil ich die Schwächen auch schon gut können, auch einige Pfeilenbögen haben und sonstigem Equipment. Aber ich muss sicher zwischendurch wieder mal den Heil-Button drücken, um mich wieder raufzupushen, weil ich halt, ja, ab und zu wieder Schaden nehme. Mit dieser Weaver-Rüstung keinen einzigen Schaden genommen, alles geschluckt wurde. Also wirklich sehr strong. Und
ja, jetzt ist es natürlich jedem überlassen, ob man die Rüstung dann konstant abhalten will. Ich wechsle dann zum Teil halt gleich wieder auf Stealth-Anzug, weil der sieht gesamthaft auch ein bisschen chilliger aus, finde ich. Und dadurch sieht man mich halt noch ein bisschen weniger gut als jetzt mit dieser Kampfrüstung, was auch seine Vorteile mit sich bringt. Aber sehr cool, dass sie das eingebaut haben. Eines von vielen Details, wo diesem Game einfach anmerkst. Und es ist unglaublich, was die Gielen und die Mädels dort haben rausgeholt aus dieser guten, sehr, sehr guten Engine. Effektiv. Das Einzige, wo man wirklich kann sagen kann, ist, dass das Wasser halt, wie so in vielen Games, wieder mal ein bisschen strange aussieht und sich auch nicht so cool verhält. Da haben wir auf jeden Fall nicht das GTA 5 Level an Wasser. Und das ist so ihre Grafik gebracht, irgendwie schon ein bisschen auffällig teilweise. Aber sonst, wie gesagt, die ganze Vegetation und alles zusammen, echt Respekt. Was man bei der Vegetation und bei den Pflanzen sicher auch ein bisschen sagen kann, ist, sie bewegen sich die meisten gar nicht gross auf Bewegung von Aloy oder sonstigen NPCs, was den ganzen Realitätseffekt auch wieder ein bisschen zunichte macht. Aber wenn man das noch hat müssen, alles überrechnen, hat man vielleicht so ein bisschen den grafischen Glanz müssen zurückschrauben. Und darum, der Kompromiss ist auf jeden Fall in Ordnung. Und wie gesagt, es ist echt ein unglaublich faszinierendes Game. Ich, ich weiß nicht, ob jetzt die unbedingt eine Platinum-Trophäe werden holen, weil zum Teil wird es mir dann gleich ein bisschen zu mühsam, das Zeug. Und ich habe von dem eigentlich gar nicht von diesen Achievements. Aber ich möchte gerne alles entdecken und alles machen in dieser Welt, weil es wirklich sehr, sehr interessant und eben wunderschön gestaltet ist. Immer wieder aufs Neue. Absolut faszinierend. Und Aloy als Hauptdarstellerin ist halt einfach wirklich auch top. Nicht nur ihre coole Frise, sondern einfach auch, was sie selber macht und rauslässt. Und eben, sie kann schon ziemlich austeilen. Tipptoppe Sache. Wirklich, das Game Horizon Zero Dawn, echt der Oberhammer. Ja. Und vom einen Oberhammer gehen wir eben jetzt gerade zum nächsten, zum Zelda. Das habe ich noch nicht ganz so viel gespielt. Auch hier vielleicht ein bisschen aufpassen wegen Spoiler. Für die, die es noch frisch erleben wollen. Aber allzu fest sollte ich da nicht reintauchen. Es ist ja mittlerweile ziemlich bekannt, dass man am Anfang so auf einem abgegrenzten Gebiet startet, auf einem grossen Plateau, wo man halt wie so ein kleines Fallschirm muss bekommen durch ein paar Missionen, Quests, die zu erledigen. Und kann dort dann runtergleiten. Vorher geht es nicht. Und das dient halt auch so ein bisschen als Einführungsgebiet. Und ja, ich weiß auch nicht genau. Jetzt denke, wenn ich es das zweite oder das dritte Mal würde spielen irgendwie in den nächsten 10 Jahren, wird mir das Gebiet sicher auch viel mehr bieten, weil es schon viel mehr eigentlich zeigt vom Spiel, als man jetzt gerade beim ersten so ein bisschen blinde durchlaufen auch erlebt. Und man kann sicher schon viel mehr von seinem Wissen profitieren, sollte man jetzt das Plateau noch mal besuchen. Aber mir hat es irgendwie nicht so jetzt, ja, geflasht, um ehrlich zu sein. Und gerade jetzt eben nach dem Horizon dort ja, so ein bisschen langweilig rumzugurken. Grafisch jetzt auch nicht gerade wahnsinnig. Eben, ich meine, das Power vom Switch kann man jetzt auch nicht mit der PS4 Pro vergleichen. Aber gleich echt so ein bisschen weiterhin gespannt, aber jetzt nicht gerade total überzeugt sein. Und dann kommt man von diesem grossen Plateau runter. Ich bin so in ein Gebiet gekommen, wo noch irgendwie fast leerer war als das grosse Plateau teilweise. Und dann musste ich sagen, hey, das glaube ich jetzt einfach nicht. Aber dann ist es dann richtig losgegangen. Und ich nehme an, es war auch eine Designentscheidung zwischen dem grossen Plateau und der richtigen Welt, noch so ein bisschen eine Leere zu generieren, um dem Spieler auch das Gefühl zu geben, ja Mann, wo bin ich da überhaupt, was geht ab? Und eben dann geht es richtig los. Und hier möchte ich eigentlich noch gar nichts erzählen, bis das Game so ein bisschen da draussen ist. Über längere Zeit, damit das die unbedingt haben wollen, so erlebt haben. Aber wow, was für eine faszinierende Welt. Das letzte Mal im Forum hier im NeoGAF einen schönen Beitrag von ihm gelesen, der eben gesagt hat, das Horizon Zero Dawn ist sicher grafisch absolut wunderschön. Das Zelda wiederum ist dafür einfach fast so ein bisschen mehr mit Wunder und Zauber ausstaffiert, mit Staunen.
Und auch wenn das jetzt wieder auch zum Teil so ein bisschen kindlich mag tönen, man darf halt auch als Erwachsene nicht vergessen, dass wir halt auch in den Games sehr oft trotz gewissen Open-World-Facetten gleich stark geführt werden. Und eben im Zelda, du kannst ja grad direkt zum Endgegner ziehen. Also der Weltrekord momentan ist bei 1,5 Stunden zum Durchspielen. Wenn du das Game kennst und die auskennst, hast du da Möglichkeiten von Abkürzungen, ja, wo ja auch zeigen, wie man Bloodborne oder Dark Souls Games gutes Leveldesign lässt dann eben schon zu, dass man gewisse Sachen kann überspringen kann, um schneller vorwärts zu kommen, wenn man es dann noch ein zweites Mal möchte angehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer so ein bisschen in die Zelda-Welt mag eintauchen, ist echt eingeladen auf eine spassige Reise. Und eben das Horizon hat auf jeden Fall auch sehr viel Spielspass. Es ist für mich äußerst schwierig, die zwei zu vergleichen. Aber eben ja, sie sind strong in anderen Aspekten, obwohl dass sie sich zum Teil ein bisschen ähnlich sind. Und dass mit dem Zelda halt eben die Waffengänge wieder kaputt gehen, ist eine gewagte Designentscheidung, wo der Spieler halt dazu motiviert, gang wieder ein bisschen neue Waffen zu nehmen. Man bekommt auch immer wieder neue, findet sie wieder neu, man findet wieder Waffen, die man noch nicht gekannt hat. Und ist so eigentlich ständig in Bewegung. Und es geht nicht darum, im Inventory wirklich jenste Waffen zu horten, sondern braucht das Zeug. Und ich weiss, jetzt auch für mich meine beste Waffe, das scheisst mir fast an, die zu brauchen, weil nach einem Zeitchen wird die einfach ohne Chance auf irgendeine Reparatur zu brechen. Und das ist schon ein Game Design, wo jetzt vielleicht nicht jedem mal behagen, aber ich komme momentan eigentlich noch gut damit klar. Ich bin gespannt. Es ist so, dass ich jetzt ein Stückchen so ein bisschen der Story gefolgt bin, um mal so einen ersten Eindruck zu bekommen. Und die Story ist ja wohl richtig epic, hey, ultra krass. Obwohl das jetzt absolut nur die Spitze vom Eisberg erlebt habe. Und jetzt ziehe ich einfach mal ein bisschen um. Jetzt will ich die riesige Welt mal entdecken. Und das ist halt das, was für mich ein Open-World-Game auch immer sehr, sehr interessant macht. Eben, der Entwickler gibt gewisse Sachen vor, in gewissen Open-World-Games mehr als in anderen. Aber die Freiheit, einfach mal am Anfang, wenn man es noch nicht so kennt, Maps so ein bisschen kennenzulernen, so ein bisschen umzuziehen, immer wieder aufs Neue überrascht zu werden, je nach Game, ist schon etwas ganz Tolles. Es braucht auch viel Zeit und ist sicher nicht jeder Manns, jeder Frau Sache. Aber mir gefällt das echt gut. Und nach dem Zelda können wir eigentlich gerade zum Switch gehen als Gesamtes. Ich finde es eine coole Hardware, ich finde es halt super, dass man es transformieren kann, Transformers-Style-Sachen, wo man so rein kann klicken, dann wieder rausnehmen aus dem Dock und im mobilen Bereich brauchen und dann kommst du wieder heim und tust dann wieder in den Dock rein, spielst auf dem TV weiter, alles ist sehr flüssig. Ist eine coole Sache und was ich eben auch cool finde, ist, dass es ja ziemlich code-free ist. Also alle Games der Welt funktionieren auf allen Switchen, egal wo du gekauft hast. Und das gilt auch für den eShop und es ist auch auf anderen Konsolen und auf Steam und wo auch immer möglich natürlich. Aber ja, von Nintendo, ich meine, ist nicht immer gerade alles so einfach bei ihnen. Und jetzt kann man sich eben zum Beispiel auf Japan dort so ein bisschen Demos und Games ziehen, die zum Teil früher rauskommen, günstiger sind. Da kann man sich einen japanischen Account machen, ein paar Yen irgendwie so über eine Webseite ziehen und so kann man sich dann Games reinziehen zum Anspielen, Demos, die es bei uns nicht gibt, zum Ausprobieren, finde ich sehr faszinierend. Und viele von denen sind auch auf Englisch, also man muss nicht einmal Japanisch kennen. Ja. Ganz kurz jetzt nur hier zum Gameplay. Jetzt bin ich hier von diesem mechanischen Bullen ziemlich hart angenommen worden und habe überlegt, easy, jetzt lege ich eben mal so eine Rüstung an, wo mir so ein bisschen Schutz bietet im Vergleich zur Tarnrüstung. Wurstle hier noch ein bisschen im Menü rum, schaue, ob ich hier die Modifikationen noch ein bisschen optimieren kann. Und ihr seht, ich versuche mich hier auch so ein bisschen auf die sehr raren Sachen zu konzentrieren mittlerweile in diesem Game, weil es gibt auch jenstes Loot und mit der Zeit kannst du nicht immer mit vollen Taschen rumsäckeln und darum konzentriert man sich dann halt einfach auf eine spezifische Gruppe, wie in all diesen Loot-Games und es gibt nicht zu viel Loot zum Glück, also man hat auch immer die Chance,
das Zeug einfach zu liegen, die gleiche Chance zu haben, im Spiel zu überleben, was schon ansprechend ist für die eben nicht so draufstehen. Aber ja, es bietet für viele etwas, das Spiel. Ich glaube, ich könnte hier richtig weiterschwärmen. Stunden. Hier sieht man jetzt noch schnell ein bisschen den Skilltree. Kurz ein paar Punkte investieren. Schön habe ich mir hier noch Zeit genommen. Ich denke, hier rüste ich mich jetzt richtig auf, bevor dass ich noch einmal gegen das riesen Bullenviech muss ziehen muss. Und man hat sich ja vielleicht auch kurz eine Strategie überlegt, hat dann aber realisiert, dass man plötzlich alleinig ist in dieser riesigen Kampfarena, wo vorhin alle Podiumsplätze gefüllt waren mit Leuten, es hat Gegner gehabt, eben dieser riesen Bullen, der kaum zu übersehen ist. Und jetzt ist einfach kein Schwein hierher. Nichts geht mehr. Und das Lustige ist, nach dem Tod vom Spieler von Aloy wird einfach der letzte Spielstand noch einmal geladen. Und das heisst, ich hätte jetzt eigentlich noch einmal fresh müssen starten. Das bedeutet, wenn das jetzt mein letzter Spielerstand und einziger Spielerstand wäre gewesen, hätte ich das Game noch einmal von vorne müssen anfangen, weil ich komme hier nicht raus. Das Game gibt mir keine Möglichkeit, die Mission zu erfüllen, die hier innen eigentlich triggern müsste. Und somit ja, haben wir hier, glaube ich, einen Game-Breaking-Bug gefunden. Ich weiss nicht, ob ich nach dem Spawnen direkt ins Menü bin, ob das die Situation nicht ausgelöst oder ob das von mir in dem Sinne nicht beeinflusst werden konnte. I don't know. Was ich jetzt hier nicht zeige, ist, nachdem dass ich es so ein bisschen geschnallt habe, dass ich hier auch irgendwie so im Endlos-Loop bin, habe ich den Spielstand geladen, der etwa 10 Minuten alt war. Noch ein Stückchen bevor das hier gestartet, wo man im Video gesehen hat, mit der Bombe ganz am Anfang. Das war wirklich noch ein Stückchen vorher. Und es hat mir gerne noch das gleiche Missionsobjekt angezeigt, wie jetzt hier vorhanden ist, dass ich diesen riesen Dino-Stier killen muss. Also das Game war so richtig gebuggt und hat Missionsobjekt von jetzt mitgenommen in einen alten Spielstand. Dann bin ich dann doch langsam nervös geworden, weil ich eben die Zeit jetzt nicht gerade wieder investieren würde, um das noch einmal frisch durchzuspielen. Vielleicht irgendwann schon, aber ja, dann wäre es dann richtig Zelda gegangen. Das Video ist jetzt durch, wie ihr gemerkt habt. Ich erlaube mir noch ein paar Bilder zu zeigen, die ich gemacht habe im Horizon Zero Dawn. Es hat aber wirklich auch einen super Fotomodus. Ja. Hey, eben. Zum Glück hat es mehrere Spielstände, die automatisch Autosave Horizon Zero Dawn hinterlegt werden und die manuellen von mir. Das heisst, ich bin dann auf einen zurückgesprungen, der etwa vor einer halben Stunde war, vor dem Bug. Und dort war dann alles in Butter, habe das so schnell durchgespielt und bin dann beim Stier gelandet, habe den fertig gemacht und alles ist wieder guter. Ich war wieder guter Dinge gewesen. Alles ist wieder so gelaufen, wie es die Entwickler auch vorgesehen. Und darum, ja, ich kann es schon verstehen, dass in so riesen Projekten halt zum Teil die Faktoren nicht so günstig ausgelegt sind für das Game und mal der ein oder andere Bug entsteht. Aber sonst habe ich nicht so viel gesehen. Vielleicht mal ein Objekt, das in der Luft geschwebt ist. Aber ja, das wäre es schon. Und ich zögere jetzt eigentlich das Fertigspielen der Story noch ein bisschen aus, indem dass ich noch den Rest möchte erledigen möchte. Irgendwann scheisse ich mich dann vielleicht gleich an, das Ganze gesammelt und dann spiele ich es durch. Weil ich halt einfach extrem gespannt bin, wie die ganze Story nachher ihr Ende findet. Weil die Geschichte von diesem Game finde ich äußerst spannend. Science Fiction, halt einfach Menschen, die wieder ein Stückchen neu starten müssen. Der ganze Hintergrund, irgendwann erzähle ich da vielleicht ein bisschen mehr dazu. Aber das muss jetzt länger. Ich habe mir das auch als Hörbuch reingezogen. Ich würde mir das auch als Film reinziehen, die Story, weil es wirklich noch interessant ist. Es ist nicht so eine Standard-Gamer-Story, auch wenn es am Anfang ein bisschen anmuten. Und auch in den Nebenmissionen, es gibt auch absolute Standard-Nebenmissionen hier, aber es gibt auch Quests, wo wieder sehr, sehr viel beitragen zur Gesamtstory. Wahnsinns-Game. So verbringe ich halt jetzt momentan schon, bis das Baby auf die Welt kommt, noch ein bisschen Zeit mit diesen zwei super Games haben. Horizon Zero Dawn und Zelda Breath of the Wild ist wirklich der Hammer. Da ist es fast ein bisschen schade, dass Microsoft nicht auch noch etwas zu bieten hat momentan. Aber ich habe gesehen, da das Ghost Recon
Ghost Recon, Wildlands, Tom Clancy. Er hat noch einigermaßen gute Wertungen bekommen, auch wenn es Ubisoft-mässig leider so ein bisschen typisch repetitiv wird, wenn es halt immer die gleichen Missionen gibt zu machen. Aber ja, momentan ist wirklich eben die Softwareflut ist gigantisch und hast eine PS4, hol dir das Horizon, hast eine Switch oder eine Wii U, hol dir das Zelda. Ich muss echt noch jemanden kennenlernen, der nicht Freude hat an diesen Games. Im Real Life. Im Internet findest du natürlich genug Trolls oder halt auch solche, die es ehrlich meinen. Ist aber schwierig zu sagen. Die nicht so happy sind mit diesen Spielen. Ja, zum Glück ist man zum Teil nicht so kritisch und kann das Zeug auch noch ein bisschen geniessen. Weil am Schluss geht es halt eben schon darum, die Games auch so ein bisschen als das anzuschauen, wo sie sind. Als sehr unterhaltsamer Zeitvertreib, oder? Alright. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Vielleicht hört man sich nächstens gleich wieder und sonst bis später mal. He? Alles Gute. Tschüss zusammen.